Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der heutige Fall beschäftigt sich mit einem Gespenst, mit einem Leibhaftigen sogar, denn der Angeklagte, ein stadtbekannter Vielfraß und Betbruder, ist ein auffälliges und leicht ekelhaftes Original. Interessenten mit schwächlichem Magen bleiben der heutigen Sitzung lieber fern. Ja, zum Wohl. Geh weiter. Ich bete schon für die, Max. Die spinnt genauso wie der Hoberer Max. Da feit's. Da, die haben halt zwar einen religiösen Wahn. Ja, Sie vielleicht, ja, aber der Haberer nicht. Der weiß, was er will. Halten Sie an, Herr Präsident, aber mein Beruf ist mir nicht der leichteste. Ich arbeite Tag und Nacht. Beruf nennen Sie dunkles Gewerbe. Ein Nichtsnutz sind's. Ein stadtbekannter Vielfraß. Fallen der Gemeinde zur Last, sind ein Schmarotzer im armen Haus. Und alle Leute graust's vor ihnen, weil sie so zudringlich und so unappetitlich sind. Na. Jo, nicht? Und arbeiten mögen sie auch nix. Nein, Herr Präsident, ich bin der letzte Betbruder von Geisbach. Ja, darauf habe ich gewartet. Betbrüder gibt's schon seit 100 Jahren nicht mehr, wenn es es überhaupt je gegeben hat. Das ist mir gleich. Ich hab das Geschäft vom alten Degelmuch geerbt. Was haben Sie geerbt? Auf mich ist die Betbruderei gesetzmäßig übergegangen. Der alte Degelmuch, wie er gestorben ist vor 30 Jahren, hat er mich zu seinem Nachfolger ernannt. Das wirst du einen solchen Blödsinn erzählen mögen. Ja, da brauchst du gar nicht schnuppern, Sie kriegen nichts, ne? Arbeiten sollen's, aber Mei, ich bring mich ja selber fort. Und wenn meine Krankheit nicht war, dann braucht ich mir nicht eine fremde Hilfe. Nein. Sie sind pumperlgesund, mein Lieber. Auch wenn Sie nicht mehr der Jüngste sind. Von Krankheit kann gar keine Rede sein. Nein, Herr Präsident, ich habe ein fürchterliches Leiden mit meiner chronischen Magenerweiterung. Ruhig, bitte. Stinkfaul sind's. Verfressen sind's. Durst haben sie allerweil. Und arbeiten mögen sie nix. Oh mei, Herr Jetzt hören Präsident. Sie eine Jammerei auf. Und spielen mir kein Theater vor. Weder mit Ihrer Bettbruderei noch mit Ihrem Leiden. Das zirkt nicht mehr bei mir, aber. Halten Sie Gnaden, Herr Präsident, aber was kann der Mensch für seinen Beruf? Ja, was Beruf? Die Bettbruderei, die. Was gebe ich mir überhaupt mit Ihnen ab? Mach mal Schluss. Entschuldigen Sie, Herr Rat, ich bin für die Klärung des Falles. Ja, mein, da klär was. Ein Diebstahl braucht man sich nachher doch schon nicht gefallen lassen. 60 Wollbier, Streicher und Ringsburger, 15 links rechts und Mark 70 gegen Edelbrot und 16 Bratensulzen hat er mir aus meiner Speisekammer gestohlen. Ja, mindestens 60 Euro. Mei, Und ein ganz Brett voller Kircheln. oh mei. So viel vertragen ja nicht einmal mein Magen. Ja, und was er uns erst erschreckt hat. 3 Wochen lang haben wir ja nicht mehr schlafen können. 3 Wochen lang? Ja, Moment, wenn ich jetzt das so überschlag, das Gesichte, die Würste, Knädelbrot und so weiter, Kirchen, na ja, also für 3 Wochen, da kommt mir der Verzehr gar nicht so enorm vor. Uns langt's. Wenn beim Wirt der Gespenst umgeht, da kann doch ich nichts dafür. Warum lässt er nichts beten für sein Fordern? Ein Gespenst. Ein schönes Gespenst, das die halbe Speiskammer ausräumt vor lauter Appetit. Ein Gespenst. Das ist ja zum Lachen. Tja, das meine ich auch.
Oder glauben Sie vielleicht nur an Gespenster, hä? Ja, ich doch nicht. Mein Weih hat dran geglaubt. Und er da, der Oberbazi, weil er eins gemacht hat. Ui. Der spinnt doch. Da tat mich Sünden fürchten. Nein, das war ein armes Seelenlichter. Wie Sie sich noch trauen, aber... Das war ein Gangel, wird sein Vater selig, weil ihm der das Gebet nicht vergund. Was hat er ihm nicht mehr vergund? Das Gebet hat er ihm nicht vergund, nicht einmal ein Vaterunser. Und dabei hat er ihm einen Rosenkranz für den Fünferl beten. Haberer, wie oft soll ich Ihnen noch erklären? Leute, die für andere, gegen Bezahlung natürlich, die Pflicht des Gebetes, insbesondere der Fürbitten für Verstorbene, auf sich nehmen oder auf sich genommen haben, also Betbrüder, gibt es nicht oder hat es nie gegeben. So kommen wir zum Punkt der Anklage. Sie haben also, wie der Gangerlwirt eben demonstriert hat, ein Gespenst gemimt. So, uiui, brrrr. Wie haben Sie das angestellt, hä? Nein, ich nicht. Da tat ich mich Sünden fürchten. Haben Sie gesagt, ja? Freilich hast du's markiert. Ui, hast du bebläht. Nein, das Gespenst macht allerweil eine arme Sei. Und wenn für eine arme Sei nichts mehr bett wird, dann muss Spucker oder Lichteln. Ja. Das war bloß bei einer nicht gespuckt und lichtelt, Haberer, gell? Setzen Sie einer hin. Herr Kläger, kommen Sie noch mal her zu mir. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Am Vater das Gebet nicht vergunnen, das ist arg. Das war so, Herr Rat. Kurz vor Allerheiligen kommt der Haberer in mein Gastum und sagt, er will partout mit mir so quasi ein Geschäft machen. So. Ein Geschäft. Für sein Vater ist das Gebet ausgelaufen. 10 Jahre lang hat der alte Wirt den Wochenrosenkranz bei mir im Voraus gezahlt gehabt. Ja. Aber die 10 Jahre sind jetzt drum. Ja, ich kann auch nicht umsonst weiter beten. Dann lass mir doch mal Ruhe. Mein Vater ist längst auf der Seelenwanderung, der braucht dein Gebet nicht. Ja, warum gespenstert er denn nachher bei der Nacht? Das warst ja du. Du Bazi, du Schlechter. Ja, sperren Sie doch einmal ein, Herr Rat, den Hallodri, den Verfressener. Frau Klägerin, ich bin nicht geneigt, irgendwelche Empfehlungen für ein Urteil von Ihrer Seite entgegenzunehmen, gell? Der Haberer, der mag uns alle miteinander nicht gerade angenehm sein, um es milde auszudrücken, aber verurteilen kann ihn erst, wenn er im Sinne der Anklage überführt ist. Ja, glauben Sie den auch, den seine Krampf? Der hat doch das Gespenst selber gemacht und mir dabei meine Speiskammer ausgefressen. Ja, ist ja... Ja, meinen Sie vielleicht die Zoll, den Dieb, dem Verfressener auch noch 5 Magel, damit er mir vielleicht einmal einen Rosenkranzbett, wenn er überhaupt noch ein Bett, was ich sehr bezweifle. Hey. Ich hab mir fein meinen Beruf noch nie nichts schulden kommen lassen. Ich bete laut und langsam und andächtig. Für ein lumpiges Fünferl einen sehr andächtigen Rosenkranz. Ich hab noch nie nicht... Ja, du Schlawiner, du! Dein Gebet, das kenne ich. Ja, glaubst du nicht, dass unser Herrgott von so einem Versuch von Dreckbären überhaupt sein Gebet annimmt? Das glaub ich nicht. Ja, na, glauben Sie es halt nicht, das ist Ihre Sache. Aber uns lassen Sie es mit Ihrem Käse in Ruhe. Himmel, Donnerwetter, Punktmillimeter noch einmal. Setzt euch hier, alle miteinander. Nein, Herr Kläger, Sie bleiben da, gell? Sie kommen sogar noch ein bisschen näher. Herr Wirt, Sie haben also die Angebote des Angeklagten abgelehnt. Ne? Was hat denn der Angeklagte daraufhin gemacht? Hat er Ihnen zum Beispiel gedroht? Nein, droht hat der Haberer mir nicht. Hat er nicht? Was denn da? Ah, ich hab mit ihm einen Mordstischbett auch gehabt. Ich hab gesagt, und das ist auch meine Meinung, indem dass der Mensch bloß vom Affen herstammt, nicht wahr? Mein, jetzt kommt er wieder mit seinem Affenzirkus daher. Ich hab gesagt, dass ich so quasi an das Fegfeiern nicht glaub, Ja. indem dass ich von einem norddeutschen Sommergast ein Buch gekriegt hab, wo es deutlich drin steht, dass der Mensch von den Affen herstammt. Ja, nachher muss ja stimmen, nicht? Das ist klar. Und noch steht drin in dem Buch, dass es höchstens eine Seelenwanderung gibt. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich noch mal auf die Welt komme, dann möchte ich gern als Gogelhahn geboren werden. Auf Misthaufen steh und kran. Ja, aber die moderne Wissenschaft schreibt ja nichts von einem Gespenst, nicht? Infolgedessen hat er das Gespenst selber markiert. Meist der Mensch hart. Herr Kläger, was ist denn passiert, nachdem Sie keine weiteren Gebete für Ihren Vater bei dem Angeklagten mehr bestellt haben? Zuerst nix. Zuerst nix und nachher? Ja, nachher ist er noch mal gekommen und hat gesagt, er betet für ein 5x2 Rosenkränze. Aha, und auch dieses ungewöhnlich günstige Angebot haben Sie abgelehnt? Na freilich, mein Vater braucht ja nichts. Dem geht ja nichts ab. Und außerdem ist es leicht möglich, wenn mein Buch recht hat, dass er so auf der Wanderschaft ist. So? Als was denn zum Beispiel? Er kann ein Ross sein, er kann eine Katze sein, oder ein Hund, ein Jagdhund. Ja, sicher. Unser Herrgott, seine Menagerie ist riesengroß. Er rennt und rennt. Ja,
Drum ist ihm ja auch der Vater gekommen bei der Nacht, weil der keine Religion nicht hat. Du bist gekommen bei der Nacht. Du und kein Gespenst. Und hast gefressen. Mit meinen eigenen 2 Händen habe ich die erwischt in meiner Speiskammer drin. Mit meinen eigenen 2 Händen. Die Dieb. Halt dich zurück, Maria. Aber hergefutzt habe ich in den Schlawiner. Ja. Wie er mir meine letzten Ohren ausgesucht hat. 28 Stück Eier hat er mir rausgetrunken. Ja, das ist natürlich ein furchtbarer Verlust, Frau Wirtin, nicht wahr? Jetzt regen Sie da bloß nicht auf. Schön, eins nach dem anderen, nicht? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, dass Sie ihn flagranti erwischt haben? Mein Alter halt mit seinen Affentisch putt. Ah, Sie mit Ihrem Gespensterglauben. Der Mo bringt einmal noch ganz durcheinander. Ja, und Sie mich. Für die Wissenschaft hat jetzt sie kein Interesse. Für viele Gäste ist der Schmerz ganz interessant und darum tue ich dir ja den Krampf. Und das nützt der Haberer aus. Aber dabei habe ich ihn erwischt am Schlawittel, den Schlawiner, den Verfrissenen. Da ist mir nichts bekannt. Ja, nein, es ist ihm nichts bekannt, nicht? Wie Sie sehen und wie Sie hören, leugnen. Haben Sie Zeugen, Frau Wirtin? Die Aussagen Ihres Mannes nehme ich nicht allzu ernst. Nicht? Ja, also zeigen habe ich schon. Meine Burgel, die alte Geschirrspülerin und unsere Kellnerin, die Anna-Merl. Ja, und der Otto, der Postbote, den wo du zuerst erwischt hast und abgefotzt, der sitzt da draußen. Halt doch's Maul, das geht dir doch nicht so, jetzt musst du nicht sagen. Oha, wie war das? Hören Sie, Herr Präsident? Ja, ich höre. Zuerst hat die Frau Wirtin bereits einen anderen erwischt in Flagranti. Aha, ja. Wahrscheinlich auch ein Gespenst. Das geht dir ein Trägo, weil die habe in der Speiskammer erwischt. Aber ein Postboten in der Kammer von der Kellnerin. So, ja. Da dürfte es sich ja um Genüsse verschiedener Art gehandelt haben. Bitte Platz zu nehmen, meine Herrschaften. Wachtmeister, rufen Sie mal die Zeugin Annemarie Rotenfüßer herein. Die Kellnerin Annemarie, jawohl. Nee, der Otto, jetzt langt's. Ja, jetzt gib mir ein schönes Puzzle. Mein Gott, das war jetzt hindig und schlecht. Jetzt langt's du. Wir sind doch am Gericht. Das ist mir wurscht. Ich bin halt ein Gespenst. Du bist ein sauberes Gespenst. Der Haberer hat gesagt, er zahlt mir 10 Maß Bier, und ich sage, ich bin ein Gespenst. Na, du weißt nichts, musst sagen. Damals bist du ein Gespenst gewesen. Das ist mir wurscht, jetzt geh her. Schmusen einstellen. Liebe Herrschaftszeiten. Jawohl. Die Zeugin Annemarie Rotenfüßer. Ja. Ja, weiter Anna-Merl in der Syndrom. Für jede Unkersheit, die heute Nachgeschichte in Geisbach. Geh, Burgel. Das viel Beten hilft dir auch nichts. Du arbeitest dich noch ganz auf für den Haberer, Max. Der lässt es zahlen und du betest seine Rosenkranz. Du bist halt auch ein dummes Weib. Und du hast das gut heute alles. Ja, wenn sie gerade alles haben, so blöd waren. Ich tu's nicht gern, Freund Zeugin. Aber ich lasse Sie vereidigen, wenn Sie noch länger so dumm drumrum reden, Sie. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber ich habe das in der Schule bereits gelernt, dass man ein Gespenst nicht sehen kann. Weil dies ist ein Geistes- und eine arme Seele, für die wo niemand nicht betet. Bravo, da haben Sie aber gut aufgepasst in der Schule. Geh, Anna-Merl sagt Wahrheit. Wachtmeister, sollen wir einmal ausnahmsweise die Kerzen anzünden? Die Kerzen anzünden, jawohl. Sie, Freund Annemarie, wenn Sie einen Meineid schwören wollen, dass die Lichter ausgehen und dass der Himmel ein Donnerwetter runterschickt, ich lass drauf ankommen, gell? Entschuldigen Sie, Herr Rat, ich habe ihn schon gesehen, den Haberer Max. Wie ihn die Wirtin in der Speiskammer drin abgewatscht hat. Ich habe ihn schon gesehen, ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Na also, warum denn nicht gleich so? Soll ich jetzt noch anzünden? Nein, Dankeschön, braucht's nicht mehr. Unser Freund Zeugin ist ja nicht ganz so dumm, wie sie selber glaubt hat. Kommen Sie mal her zu mir. Also, ich halte fest, die Zeugin hat den Angeklagten, den Haberer Max, gesehen und erkannt. Stimmt es? Jawohl, ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Aber ich habe ihn trotzdem für ein Gespenst gehalten. Sie machen bloß keine blöden Witze mit mir, das sage ich Ihnen, gell? Ja, für ein Gespenst habe ich ihn gehalten. Ja, vor lauter Schräg. Also doch dumm, hä? Oder vielleicht frech. Auf jeden Fall setzen Sie jetzt einer hin und sagen, ganz statt. Wissen Sie, Herr Präsident, ein Gespenst muss nicht allweil in seiner eigenen Gestalt erscheinen. So nicht? Nein, so ein richtiges Gespenst, das kann auch einmal, wenn es was Besonderes zum Ausdruck bringen möchte, Ja? nicht wahr? Wenn es was sagen will, nicht wahr? Dann kann so ein Gespenst auch einmal in der Gestalt eines anderen,
vielleicht sogar nur lebendigen Menschen dahergespenstern. Aber Sie sind vielleicht ein ganz einer oder der Bazi Chance, das imponiert mir schon beinahe wieder. Ja, Herr Präsident, das gibt's. Und wahrscheinlich ist das beim Gangelwirt der Fall gewesen, indem dass mir der Wirt das Gebet für seinen Vater nicht mehr weiterzahlen will. Ja? Sein Vater braucht aber das Gebet noch. So einer wird er gewesen ist. Oh. Mein Vater ist niemals ein Gespenst. Dein Vater hat bei mir für 10 Jahre im Voraus einen Wochenrosenkranz bestellt und zahlt. Und die 10 Jahre sind jetzt drum. Mei, holst! Meine wirst du meine Ausbau gestohlen. Und wenn ich noch mal für 10 Jahre einen Wochenrosenkranz brauch, für ein Fünferl, hat er am Sterbebett noch gesagt. Ja, mir kommen gleich die Tränen, aber. Na, wird mein Herr Sohn schon so viel Geld haben? Nix, Sonny. Mein Vater hat längst seinen Frieden gefunden. Dem geht's gut im Reich der Tiere. Da hören Sie, Herr Präsident. Ja, da braucht man das nicht wundern, dass sein Vater als hungrige arme Sei in meiner Gestalt die Speiskammer auf ist. Ja, mich wundert auch nichts mehr. Unter solchen Voraussetzungen auf allen Seiten. Der Fall als solches ist mir sonnenklar, aber wenn Sie glauben, dass Sie noch irgendwas zu Ihrer Entlastung vorbringen können, dann tun Sie es jetzt. Ihre chronische Magenerweiterung allerdings, die brauche ich gar nicht erwähnen, nicht wahr? Diese Gefräßigkeit ist es nämlich, die kenne ich. Die kaufe ich Ihnen nicht mehr ab. Also haben Sie noch was zu sagen? Ja, Herr Präsident. Nein, nichts haben Sie zum Sagen. Also gut, ich verkünde das Urteil. Herr Präsident, ich habe ein Zeichen dafür, dass ich das Gespenst nicht gewesen bin. Aber fürs Nicht-Gespenst-Sein, da gibt's kein Zeigen. Doch, die Burgel ist Zeigen. Die, wo beim Gangelwirt Aufwascherin ist. Aber die spinnt doch, die ist doch nicht ganz beieinander. Bitte schön, Herr Präsident. Die Burgel weiß. Was? Weiß die Burgel? Die hilft mir allerweil beten. Also gut, aber ganz geschwind, Wachtmeister, holen Sie mir die Zeugin Walperdinger Walburger rein. Die Zeugin Walperdinger, jawohl. Jawohl. Damit der Schwachsinn komplett wird, richten wir hier noch eine Sprechstunde für Narische ein, oder? Die haben wir doch schon erraten. Ja, manchmal möchte man es fast meinen. Aber in Zukunft, das sage ich euch, macht eure Hanswurstereien daheim und alleine aus. Und den Haberer will ich ein für alle Mal nicht mehr hier sehen, gell? Vergelt's gut, Herr Präsident. Nix vergelt's gut, Sie brauchen ja noch gar nicht bedanken, aber Sie sind noch nicht draußen. Oh, schade. Sie gehen jetzt auf Ihren Platz. Für Gespensterumtriebe und nächtliche Begebenheiten in und vor Kellnerinnenkammern habe ich keinen Humor. Da kann ich gar nichts dafür. Ich hab's da jeder Kellnerin verboten. Aber da bist ja machtlos, es treibt sie jede Heimle. Alter Brauch, ja. Auch einer. Ein Skandal ist es. Übrigens, wie hat denn der Liebhaber da bei der Nacht ins Haus können? Ha? Können Sie mir das erklären, Frau Annemarie? Kommen Sie noch mal her zu mir. Muss ich das sagen? Ja, nett wär's schon von Ihnen, wenn Sie das sagen. Denn Bei der Haustür halt. Wir sind doch ein Wirtshaus. Donnerwetter, da war ich jetzt von selber nicht draufgekommen. Sie, mein Lieber. Und wie Sie denn wieder hinaus, der Otto, hä? Nachts um 1 haben doch die Wirtshäuser ihre Türen geschlossen zu halten, haben wir mal sagen lassen. Bei uns wird die Polizeistunde allerweil strikt eingehalten. Sie sind starr, ich hab die Zeugin gefragt. Die Burgel hat am Haber aufgemacht, um 2:30. Und da ist noch der Otto raus. Betrifft ja der Schlag. Auf das will ich auch nicht denken. Ja, das wird allerweil hübsch. Die arme Sei von dem alten Wirt, was die alles aushalten muss. Ja, geh weiter, Burgel, komm, wir sind dran. Ja, sag einmal, muss denn das sein? Ja, mach keine Sparenzeln, komm. Ja. Der Herr Rat wartet schon auf uns. Geh weiter. Nein, ich bleib lieber da. Nein, komm. Ja, gesagt. Der Herr Rat kennt sonst keinen Rat, wenn du nicht kommst. Ja, mein Gott, also dann gehen wir halt Ja, rein. geh nur rein. Du. Hätte ich aber gesagt. Ja, du kannst nachher drinnen weiterbetten, Ja, gell? ja, Jetzt. Die Zeugin Walburger Walperdinger, Abspielerin beim Gangelwirt. Ist recht. Kommen Sie her. Für die Burgel. Frau Annemarie, setzen Sie hin, bitte schön. So, Burgel. Wir sind ja gut. Ja, ja, ist gut, geht auch vorbei. Zeugin Burgel, wenn Sie nicht verstehen, was ich meine, dann sagen Sie es, gell? Und im Übrigen sagen Sie mir die Wahrheit, gell?
Also, warum haben Sie dem Angeklagten Haberer Max allerweil nachts um 2:30 die Haustür und die Speiskammertür aufgesperrt, hä, Burger? Ja, weil der Max gesagt hat, dass die arme Sau vom alten Wirt das so haben will. Der Max hat gesagt, dass du... Ja. Ja, ist gut. Sagst du das nochmal, Sie? Ja, der alte Wirt hat mir das ja selber gesagt, weil er mir nachts im Traum erschienen ist. Aha. Und daraufhin haben Sie zur Seelenspeise für den alten Wirt in christlicher Nächstenliebe den Angeklagten Haberer Max nachts um 2:30 in der Speiskammer Brotzeit machen lassen, Sie. Ja, dafür haben wir ja Bett, dass die arme Sau nicht mehr spucken braucht bei der Nacht und endlich eingeht in den himmlischen Reich. Sehr richtig. Und da dafür nicht wahr, beten wir weiter. Nur mal 10 Jahre lang gratis einen Wochenrosenkranz. Ja, hoffentlich tut's das. Allerdings ganz in Ordnung ist es natürlich nicht, dass man sich ein so reichliches Honorar auf so lange Zeit im Voraus eigenmächtig holt, gell? Ja, und was ist mit meinen Würsten und mit meinen Haaren? Das wird alles abbett. Ja. Ich will meinen Schaden ersetzt haben. Ja, Frau Wirtin, der Angeklagte hat kein Geld und die Burgel werden ihm kaum so viel pumpen können, nicht? Also empfehle ich Ihnen doch als einzige Möglichkeit des Schadensersatzes sein Gebet anzunehmen. Ja, Dankeschön. Aber König, glaubt mir, stellen das Verfahren ein, was meinen Sie? Ich mag nicht mehr. Die Sitzung ist geschlossen. Vergelt's Gott tausendmal, Herr Präsident, dass so freundlich uns die Begnadigung ausgesprochen haben. Ja. Und jetzt beten wir für ihn auch gratis und umsonst einen Wochenrosenkranz. Ja. Der Herr erbarme sich der armen Seele des Herrn Rat. Der Herr erbarme sich der armen Seele des Herrn Rat. Der Herr erbarme sich der armen Seele des Herrn Rat. Der Herr erbarme sich der armen Seele. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Wollen Sie schon wieder gespenstern, ha? Das war noch nicht Geisterstunde. Außerdem, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie Wirtshausverbot, gell? Ja, Wirtshausverbot. Ja? Aber nicht Biergartenverbot. Sie sagen, das verschwendet. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.